Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Bilanzpressekonferenz von Bertelsmann. Bertelsmann blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. Wir haben unseren Umsatz und unsere operative Performance gesteigert. Außerdem haben wir wesentliche Fortschritte in der Strategieumsetzung erzielt und finanziellen Handlungsspielraum für weitere Schritte geschaffen. Im laufenden Geschäftsjahr werden wir unter anderem den Aufbau einer dritten Ertragssäule neben Medieninhalten und Dienstleistungen vorantreiben, nämlich Bildung. Zunächst zu den wesentlichen Eckwerten des zurückliegenden Geschäftsjahres. Bertelsmann hat seinen Umsatz 2013 um etwa 2% auf 16,4 Milliarden Euro gesteigert. Das Konzernergebnis stieg um 40% auf 870 Millionen Euro. Damit haben wir nicht nur unsere jüngsten Erwartungen übertroffen, sondern auch den besten Wert seit 7 Jahren erzielt. Aber nicht nur unser Konzernergebnis, sondern auch unsere Investitionen fielen 2013 außergewöhnlich hoch aus. Einschließlich übernommener Finanzschulden betrugen sie knapp 2 Milliarden Euro. Dieser Wert ist 3-mal so hoch wie im letzten Jahr und dokumentiert, mit welchem Nachdruck wir die Transformation von Bertelsmann vorantreiben. Trotz hoher Investitionen haben wir unsere Nettofinanzschulden im vergangenen Jahr deutlich gesenkt. Von 1,2 Milliarden auf 636 Millionen Euro. Insgesamt werden wir in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro in die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie investieren können. Der Zusammenschluss von Penguin und Random House am 1. Juli 2013 besiegelte nicht nur eine der größten und bedeutendsten Transaktionen von Bertelsmann in der vergangenen Dekade. Diese Transaktion wurde zudem im ältesten Kerngeschäft von Bertelsmann, dem Buchverlagsgeschäft, durchgeführt. Es ist wichtig zu betonen, dass der entscheidende Erfolgsfaktor, der Kern unseres Geschäftes, der gleiche bleibt. Die unbedingte Leidenschaft für unsere Inhalte und unser unbedingter Wille, wichtige Meinungen, Stimmen, Publikationen und Geschichten mit möglichst vielen Lesern weltweit zu verbinden. Die RTL Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl operativ als auch finanziell erneut eine starke Performance gezeigt. In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld haben wir ein neues Rekordergebnis erwirtschaftet und haben in unseren Ländern zum Großteil TV-Werbemarktanteile dazugewinnen können. Durch zielgerichtete Investitionen in alle 3 Segmente hat sich die RTL Group im Jahr 2013 zum größten europäischen Medienunternehmen im Bereich Online-Video entwickelt. Insgesamt erzielten wir 16,8 Milliarden Abrufe von Online-Videos. Der weltweite E-Commerce-Markt hat nach Berechnungen der Marktforscher von Forrester Research ein Volumen von 166 Milliarden Dollar und wird in den kommenden Jahren dynamisch weiter wachsen. Anfang 2014 haben wir mit dem Kauf der Netrada Europe GmbH diesen Bereich strategisch konsequent ausgebaut. Im Bereich Fashion E-Commerce sind wir heute die Nummer 1 in Europa und betreuen viele große Marken. Sie wissen, dass Bildung ein globaler Megatrend ist. Bertelsmann wird gemeinsam mit Co-Investoren den Fonds University Ventures 2 auflegen. Als strategischer Investor des UV2 werden wir Mittel im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich zur Verfügung stellen. Diese werden die Hälfte des erwarteten Fondskapitals ausmachen. Der UV2 ist für uns ein Meilenstein beim schrittweisen Aufbau unserer Education-Aktivitäten. Wir wollen dieses Geschäftsfeld in den kommenden Jahren auch darüber hinaus, und zwar über Direktinvestitionen, ausbauen. Zu unserer 4. strategischen Stoßrichtung, der Expansion in Wachstumsregionen. In unserem Fokus stehen hier insbesondere China und Südostasien, Indien sowie Brasilien und Lateinamerika. Auch hier haben wir 2013 gute Fortschritte gemacht. Langfristig ist es unser Ziel, in den Emerging Markets, wie wir sie nennen, etwa 1 Milliarde Umsatz zu erzielen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Transformation von Bertelsmann ist auf einem guten Weg. Unser Ziel ist ein breit aufgestelltes, internationales und digitales Geschäftsportfolio. Langfristig streben wir einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und ein Konzernergebnis von deutlich über 1 Milliarde Euro an. Dazu werden organisches Wachstum und Akquisitionen in den bekannten Wachstumsfeldern beitragen.